Habidere und Servus, heute gibt's wieder ein bisschen Ohrmuschel Ambrosia vom Mike und vom Kane beim neuen Viva la Movilusion Podcast. Ein kleines Special wird kurz und knapp gehalten und zwar über das geile Hardline Filmfestival in Regensburg. Michaelis, hau mir aus. Erstens mal, wie geil findest du das Hardline? Wupp, wupp, wupp. Hardline, über alles, möchte ich fast behaupten. Wenn andere Leute sagen, die schönste Zeit des Jahres, dann sag ich, nicht Weihnachten, dann sag ich, Ende September, Hardline ist wieder angesagt. Amen, Bruder. Genauso ist es. Wir freuen uns jedes Jahr wie Schnitzel, wenn das Hardline vor der Tür steht. Nur ist es heuer natürlich wegen dieser beschissenen Corona-Schnalle ein wenig anders, als es sonst ist. Und zwar ist leider nur der Mike heuer persönlich vertreten im Hardline und ich bin zu Hause. Ich werde aber die Online-Streaming-Möglichkeit nutzen, die uns das Hardline zur Verfügung stellt. Genau das dazu werde ich jetzt der Mike schnell mit um die Ohren hauen. Wie läuft das Ganze ab heuer? Also, direkt vor Ort ist es so, auf 50 Dauerkarten ist das Ganze limitiert. Die sind personalisiert. Ich habe sogar ein Foto einschicken müssen, ganz ein schönes natürlich. Ja, und dann ist es so, dass eben zwischen die Screenings jeweils eine Stunde Pause gemacht werden muss, um den Saal zu lüften. Ja, was oftmals auch nicht verkehrt ist, wenn ein paar Scherzrecht lassen werden, dann ist also eine Stunde lüften oftmals gar nicht verkehrt. Auf die Tatsache hin, dass eben eine Stunde lang gelüftet werden muss, ist die Anzahl an Filmen dieses Jahr reduziert worden. Jetzt haben wir nämlich 12 Filme. Und sonst haben wir allerweil, jetzt weiß ich nicht, was war denn das letztes Jahr? 15, 16 meine ich, oder? So was in der Richtung. Also die Anzahl kann ich da nicht sagen, es waren auf alle Fälle nur, dass ich offene Steine am Arsch gehabt habe, vor lauter sitzen. So muss das sein. Nein, es soll keiner sagen, dass das Hardline eine ganz leichte Angelegenheit wird. Es ist nämlich von Mittwoch bis Sonntag eine ganz harte Geschichte. Wie gesagt, dieses Jahr ein wenig leichter, weil eben da recht viele Pausen dazwischen sind. Aber ich denke mal, man sieht, durch das, dass wir eben die letzten 8 Jahre eben auch vertreten waren, man kennt mittlerweile die Bagage da und auch der Veranstalter, der Flo, wird dieses Jahr wegen mehr Zeit haben, weil er organisatorisch nicht ganz so viel um die Ohren hat mit Stargäste. Ich glaube, dass das ein recht gemütliche und familiäres Zusammensetzen ist, da dieses Jahr schon. Da möchte ich kurz einhaken, nicht so viel zu tun mit Stargäste. Der Viva la Movilusion Podcast ist am Start, persönlich. Ja, das stimmt natürlich, gell. Es wird ein paar Autogrammkarten mitnehmen, du möchtest natürlich chauffiert und hofiert werden, gell? Ja, schon. Ich hoffe, dass man im Bauch ein wenig pinselt. Und massiert und masturbiert. Genau. Nein, letzteres machen wir jetzt nicht. Nein, das lassen wir. Es ist nämlich so, dass das Festival letztes Jahr 3000 Gäste hatte. Und und es waren an einem Tag bis zu 1000 Leute vor Ort. Und auf diese hat halt das Ganze jetzt ein wenig einbremst werden müssen. Wo es aber nicht heißt, dass wir weniger Spaß haben. Es wird halt dieses Jahr einfach ein wenig anders werden. Aber wie gesagt, ich freue mich schon voll fett drauf. Es sind ja unsere Dudes von Deep Red Radio wieder am Start. Und da geht auf alle Fälle immer ein wenig Schmerz. Ich teile mal mit einer dann ein Hotelzimmer von Freitag bis Sonntag und da wird's hübsch heiß hergeschaut sein. Ja, das glaube ich gleich. Ich sehe eine wammeligen, eingeölten Körper schon wieder auf dem Hotelbett sich wälzen. Ja, so muss das sein. Gott sei Dank, dass ich daheim irgendwo mit meiner Freundin eingeölt auf der Couch rumwammeln kann. Ja, das stimmt natürlich auch, das ist auch nicht verkehrt. Apropos Wammeln daheim, wie läuft jetzt das bei dir ab mit der ganzen Online-Geschichte? Ja, du kannst das Ding 24 Stunden, nachdem es live im Kino ausgestrahlt worden sind, hast du Zugriff auf den Film. Kannst dann, wenn du ihn gestartet hast, innerhalb von 12 Stunden fertig schauen. Das soll ja da jeder zusammenbringen. Ich glaube, du kannst nur auf 2 Geräte gleichzeitig, kannst du praktisch irgendwie laufen lassen. Devices bitte. Devices, ja, Entschuldigung. Mit den Anglizismen habe ich es noch nicht so. Das bürgert sich bei uns im bayerischen Outback erst nach und nach ein. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Ja, du weißt es da habe ich noch ein bisschen ein Gap zum Füllen, was das angeht. Da muss man nur ein bisschen mehr tracken und öfter mal triggern, wenn ich da vergiss, dass ich eigentlich jetzt haut das wieder aus. Ja, ich war kurzzeitig in einer IT-Firma, da hat man immer ordentlich drauf masturbiert, wenn man sich eine Fremdwörter umeinander geschmissen hat. Ganz stark. Ja, geht so. Vor allem, wenn du in dem Termin drin sitzt, musst du jetzt das Wort googeln. Auf alle Fälle... aber lustig ist, wenn es sich dann rausstellt, dass die Wörter falsch hernehmen. Ah, ja. Auf alle Fälle back to business.
Es läuft auf alle Fälle, ich sage jetzt einfach mal, es wird das kleine bayerische Netflix übers Wochenende sein für mich. Weil ich werde mich wahrscheinlich vom Mittwoch weg, außer für die Arbeit, nicht von der Couch wegrieren und mir die Filme da einballern, damit wir dann im Nachhinein auch ein paar Worte an euch richten können, über eine kleine Zusammenfassung, wie uns die Filme gefallen haben. Nach Möglichkeit versuche ich alle Filme zu singen, kann es aber noch nicht hundertprozentig versprechen, wenn da vielleicht irgendwo der Kasten Bier ums Eckerl lurt am Wochenende, kann es mir passieren, dass wir ein oder zwei auskommen. Dafür gibt's einen Sandelsonntag. Ja, eben, Sandelsonntag, die mengen wir. Nein, aber ich hab da mit dem Flo eben schon geredet, wie das abläuft. Das ist ziemlich einfach, man muss sich anmelden, beziehungsweise kauft man sich den Online-Zugang halt und dann kriegt man die Zugänge geschickt und dann läuft das Ding. Genau. Und, ist nicht viel zum Sagen. Und es sind 8 Euro pro Film, macht das quasi aus, wo es jetzt im Vergleich zu anderen Streaming-Geschichten eigentlich verhältnismäßig günstig ist. Und man muss auch dazu sagen, dass die 8 Euro eigentlich nur die Kosten decken, sage ich jetzt einmal. Also das Hardline ist ja ein Verein und die dürfen auch keinen großen Gewinn machen. Also es ist ganz knapp kalkuliert, dass quasi das umgeht, sagt man bei uns, gell? Ja. Sagt man das so? Ja. Eben, sagt man so. Normal heißt es bei uns immer nur, als Ruch kommst durch. Hard. Das zählt aber nur für Mike. Beim Hardline schaut das ganz anders aus. Es ist sehr nutzerfreundlich. Richtig, so schaut's aus. Jetzt weiß ich nicht, sind wir vom Hardline an sich noch irgendwas verzeihen, wie es angefangen hat? Meinst du, dass die Leute hören wollen? Ja, Falle. Es ist ja schließlich das geilste Filmfestival Deutschlands, um nicht zu sagen der Welt. Scheiß auf Cannes. Aber hallo. Ja, das Hardline, das Ganze hat 2010 angefangen. Als eigentlich nur ein Film im Monat, ein extremer Film, und hat sich dann gesteigert 2014 auf diese, dass der eine Film im Monat recht der Erfolg war, haben sie angefangen, da ein Filmfestival zum starten. Da waren wir am Samstag damals auch vertreten, am ersten Festivaltag. Da haben wir uns das Maniac Remake angeschaut und VHS 2 oder SVHS. Und genau, und so hat das Ganze angefangen. Das waren quasi 2 Tage, 2 Filme. Und 2016 ist man dann umgezogen vom Kinos im Andreasstadl, da wo das Ganze angefangen hat, wo eben auch die Hardline-Filmreihe ist, ins Ostentor-Kino. Da ist das Ganze dann noch erweitert worden um mehr Tage und mehr Filme und auch um einiges mehr potenzielle Gäste. Das ist eigentlich recht gemütlich, da kann man nach dem Film hinten rausgehen, da ist ein gemütlicher Biergarten und da kann man dann ganz gemütlich über die Filme schmerzen. Und wir haben die letzten Jahre wirklich ganz starke Filme gesehen, wie Turbo Kid, The Hollow, Green Inferno, Mandy, It Follows, Dude Bro Party Massacre 3, Deathgasm oder I See You, um nur ein paar zum Nennen. Also wie gesagt, rentiert eigentlich immer, dass man vorbeischaut. Ja, und wie du schon sagst, es ist halt immer richtig krass geile Hochkaräter dabei. Für mich war noch Highlights der Tigers Are Not Afraid, der unglaublich geilen Guillermo del Toro Touchcode hat. Von die Turbo Kid Macher haben wir Summer of 84 da gehabt und an dem Festival auch die 3 Herren von Roadkills Superstar, meine heißen's. Ja. Die 2 Herren und die Dame natürlich. Unglaublich coole Typen. Mit denen haben wir an sich einen Spaß gehabt. Die sind nämlich so bekloppt, dass du echt nur zusammenbrichst die ganze Zeit. Du hast einen Dauergast eigentlich schon fast da, einen Chad Archibald. Der und seine ganze Entourage ist auch so ein geiler Haufen und auch ein durstiger Haufen, meine ich. Und das Coole ist eben, du gehst nach dem Film aussehen und es stehen Schauspieler da, Produzenten, Regisseure, alles Mögliche ist da draußen vertreten, trinkt eine gemütliche Halbe, raucht eine. Und ist sich nicht zu schade, mit jedem da ein bisschen zum Palavern und Gaudi zu machen. Genau, so schaut's aus. Also es gibt da keine Starallüren, ist einfach ein ganz bunter Haufen, man sitzt sich zusammen und genießt einfach die Zeit oder das verlängerte Wochenende. Die Starallüren kennen wir nur vom Tobi von Deep Red Radio, gell? Schöner Gruß, Tobi. Ja, habe ich dir. Na, aber ansonsten wirklich, es ist so ein geiles, familiäres, freundschaftliches Festel, ohne Stress, ohne Ärger und wirklich nur für gute Zeit ausgerichtet. Für mich das perfekte Ding. Wir waren mal auf dem Fantasy Filmfest in Minga auch schon, da geht das halt sehr verloren, aufgrund, denke ich mal, auch schon von der Größe. Hast du da überhaupt keinen Bezug mehr zu irgendjemandem. Und in dem Fall ist es auch, bevor wir da als Viva la Movie Illusion anwesend waren,
bist du da als 08, in Anführungszeichen 0815er Gast wahrgenommen worden von jedem und bist überall eigentlich ins Gespräch gekommen. Kann man nur empfehlen, also wer die Möglichkeit hat, heuer ist es leider ein bisschen kacke eben mit der ganzen Corona-Wichse, aber wenn das alles sich wieder mal normalisiert hat und jetzt habt ihr die Chance dazu, dass ihr da hinfahrt, dann nutzt es und fahrt hin, es wird's nicht mehr heim wollen. Genau, so schaut's aus. Richtig. Na wirklich, also großes Lob am Flo, an Veranstalter und natürlich auch an Heike Jörs. Jedes Jahr wieder macht die geilsten Artworks fürs Festival und das ist schon die Zeit, bevor das Festival ist, so 3-4 Wochen, wenn dann das Artwork bekannt geben wird und der Festival-Trailer, da ist man dann schon richtig heiß und dann warten wir schon, was Heike wieder da wunderbar gezaubert hat. Okay, an dieser Stelle großes Lob und weiter so. Das darf ich auch sagen. Und die Heike hat uns auch unser geiles Logo entworfen. Das müssen wir auch mit raushauen. Oh ja. Das kostet uns zwar jedes Jahr einen Brandl-Film, aber erstens mal machen wir das gern und zweitens supporten wir dann auch noch die geilen Vögel von Brandl Pictures. Richtig. Und natürlich auch, da hätten wir bald vergessen, Karin Prechtener, da auch ein riesiges Dankeschön, die organisiert immer unsere Interviews und geht immer bei Fragen, Wünschen, Anträgen immer ganz herzlich auf uns ein. Genau. Ich freue mich schon auf die. Ja, ich bin sehr traurig, dass ich die heute nicht treffen kann, Karin. Also fühl dich von mir gedrückt. Außer die Graus von mir, dann halt nicht. Ich habe mir jetzt nur 4 Filme rausgesucht, die wo dieses Jahr laufen. Und zwar hätte ich da einmal den Unearth, das war der Eröffnungsfilm. Der läuft gleich am ersten Tag, vom John C. Lyons, das ist sein Regiedebüt, aber hat einen Hochkaräter mit im Cast, und zwar die Adrienne Barbeau, den wir alle kennen aus die Carpenter-Filme The Fog oder Die Klapperschlange. Dann haben wir noch den Rausschmeißer, gehen wir vom ersten zum letzten, ein Psycho Gorman, vom Stephen Konstanski. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe. Das ist ein Teil von Astron 6, die Filme gemacht haben wie Father's Day oder The Editor. Und er war ein Regisseur von The Void zum Beispiel. Und den feiere ich auf volle Kanne. Also Psycho Gorman, der Trailer schaut wunderbar aus, Richtung Power Rangers meets Gore. Das mögen wir immer. Und für die Lovecraft-Fans gibt's noch ein bisschen was, und zwar The Deep Ones vom Chad Farrin. Der hat bereits 1995 bei God's Army mitgemacht oder bei einige Troma-Filme. Ui, Troma. Und wie gesagt, also Lovecraft, Filme mit einem Lovecraftischen Thema, die stehen bei uns immer hoch im Kurs. Oh yeah. Dann hätte ich noch ein wenig, da bin ich wirklich gespannt auf das Teil, und zwar Dinner in America vom Adam Rehmeyer. Der hat nämlich 2011 The Bunny Game gemacht, alter Schwede, den kennst du auch, gell? Oh Gott! Aber das war ein richtig hartes Teil. Also, das war die Personifizierung des Torture-Porn. Und wie gesagt, also ich bin jetzt gespannt, was der Herr da die letzten Jahre sich an Können angeeignet hat, weil der Film eben jetzt, der Dinner in America, wieder eine Art Coming-of-Age-Film. Da bin ich auch sehr gespannt, was da los ist. Ja, soweit. Somit ist jetzt auch dieser Dinner in America auf meine unbedingt Must-See-Liste gefallen, gerutscht. Ich stimme mit dir eigentlich fast überein. Ich hätte nur zusätzlich noch den The Oak Room erwähnt. Auf dem bin ich auch schon ziemlich geil, weil ich nämlich auf Instagram eben an Chad Archibald immer ein bisschen im Blick habe und der hat den jetzt auch schon ein paar Mal angepriesen. Ich bin mir jetzt zwar gerade nicht ganz hundertprozentig sicher, in welchem Verhältnis der Chad Archibald zu dem Film steht, ob der über die Black Phone von ihrem Studio oder von einer veröffentlicht worden ist, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen, mag kein Schmarrn sein, aber hab's über ihn halt, hab ich den Film auf dem Schirm gekriegt und deswegen bin ich auf den auch noch sehr gespannt. Passt. Na, da können wir dann auf alle Fälle, wenn wir ihn gesehen haben, reden wir drüber und dann wissen wir bestimmt mehr, ob der eben von Black Phone ist oder nicht. Aber ich meine, auch sowas leiten gehört, dass der von der Produktionsfirma ist. Ei. Aber ansonsten, wenn man das Programm durchschaut, da sind einige geile Sachen wieder mal dabei. Das wird ein Weltklasse-Wochenende, sage ich. Aber hallo. Dann kommen wir schon langsam zum Ende. Wir hoffen, wir haben euch das Hardline nur annähernd so schmackhaft machen können, wie es für uns schmackhaft ist. Und hoffen wir, dass wir vielleicht dann auch in den nächsten Jahren, wenn es wieder normaler wird, den ein oder anderen von euch da mal trifft. Falls ja, sagt uns Bescheid, dass ihr da seid. Dann kriegt ihr von uns ein Autogramm gegen teuer Geld. Und vielleicht auch ein Bild gegen noch teurer Geld. Ansonsten gehen noch fette Grüße raus an das ganze Hardline-Team, die Karin, den Flo, den Michael, ich hoffe, die Heike, mir fallen gar nicht alle Namen ein,
auf alle Fälle an Deep Red Radio auch raus, an Benedikt, an Tobe, an Max, Stefan. Sau schaut, dass ich euch heuer wieder nicht persönlich sehe. Ich habe euch letztes Jahr schon nicht persönlich treffen können, weil ja aufgrund vom John Wick Paintball-Unfall am Knie operiert worden bin. Heuer haut uns zwecks dem Universum nicht hin. Ich hoffe aber, dass wir uns nächstes Jahr endlich wieder mal persönlich treffen können. Auf alle Fälle schöne Grüße von mir und fühlt euch alle berührt. Peinlich berührt. Oder unsittlich von mir berührt. Je nachdem. Wisst ihr wie es läuft im Hotline sind. Na, auf jeden Fall, also dort die Veranstalter unterstützen, sie machen hier riesige Arbeit. Schaut auf Facebook vorbei, auf Instagram, auf ihren Internetseiten, schaut im Festival vorbei, schaut in der Filmreihe vorbei. Das Team ums Offstream Cinema ist auf alle Fälle wert, unterstützt zu werden. Okay? Alles klar. Soweit von mir. Sehr schön. Dann danke fürs Zuhören und wie immer, diesmal nicht gerade für uns, sondern auch fürs Hardline teilen, liken, verbreiten, kommentieren, auch dem Hardline folgen und abonnieren, wo es noch gerade geht. Jetzt wisst ihr, was zum da habt und wer es nicht tut, der soll Dünnschiss kriegen und kein Klopapier haben. So schaut's aus. Macht's es gut. Ciao. Servus.